Guten Abend aus Straßburg. Diesen Donnerstag stimmt Europaparlament auf über die Relationen zwischen der EU und der Türkei. Das geht zurück auf eine Initiative von der liberalen Fraktion. Wie ist es dazu gekommen, Herr Görens? Wir gucken schon jahrelang nur, dass an der Türkei die Fortschritte immens spärlich sind, was Beitrittsverhandlungen anbelangt. Sie praktisch kein Kapitel abgeschlagen, ganz einfach, weil es immer zu Verletzungen kommt als für Menschenrechte. Das wird furchtbar zugeholt an den letzten paar Monaten. Seit dem Putsch, schon 4 Runden letzten Wahlen an der Türkei, hat gesehen, was für autoritäre Ambitionen den Präsident Erdogan hat. Will mit Force an ein präsidentielles Regime übergehen. Nun Putsch hat über 100.000 Leute aus dem Staatsapparat rausgeholt, Richter an der Prison gesagt und hat das praktisch kein Journalist mehr frei schreiben, was er will. Also alles das, was wir Kriterien angemeldet haben, wir können sie qualifizieren, für an die Europäische Union zu kommen, das mittlerweile mit festgetreten gehen. Also es hat überhaupt keinen Wert, dass in weiter Verhandlungen mit der Türkei schwätzt. Die liberale Fraktion hat in ihrer Resolution auch proposiert, dass Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausgesetzt gehen für den Moment. Wie steht ihr dazu? Es ist ganz klar für eine Aufregung von den Beitrittsverhandlungen, was die überhaupt keinen Wert zu einem Zeitpunkt, wo die Türkei im Gang ist, nur zu denken über die Todesstrafe, wo der Präsident sagt, dass eine pertinente Forderung angesehen dat den och bereet ass van Parlament dat wëlt, van Volk dat wëlt, dat dat wëlt ëmsetzen, dat das konträr zu den Engagementen, die golle am Kader vum Conseil op, dat das konträr zu den Engagementen, die Türkei geholle doch fir se Beitrittsverhandlungen ugefangen, dat das absolut konträr zu dem normale Behole vun engem Land an der Europäische Union. An defir mengg soll en lo klore Strech zeien, dat huet kewert, wann man gefrot gin op mir net wëlle mat der Türkei verhandeln, muss man so nee, Türkei huet den wat ganz klar ginn, opgrund von den Aufmerkungen und sie dagegen verstoßen, dummer tun sie am Fond de Gel von Negoziationen sollt als Resolution ugeholt gehen, angelegt. Was muss passieren, für das Verhandlungen eigentlich können aufhängen? Für mich geht es darüber raus eine andere Frage. Was muss passieren, für das ein Land, das schon Member ist von der Europäischen Union, nicht an so einer Situation aufdriften? Wir sehen ganz gefährlich Aufdriften an die Richtung an Ungarn, auch an Polen. Wir haben wenig Meier für dem zu posieren. Ich hätte mir für die allererste Zeit, dass die Europäische Union sich die Regelwerke gibt, die sie braucht, für die Länder an Schranken zu weisen, die sich nicht unter Aufmerkungen halten, an die Obligationen halten, die sie angegangen sind, wie sie Member sind von der Europäischen Union. Polen und Ungarn, die kommen heute mit der Manier, wie sie sich behöllen, nicht mehr an die Europäische Union. Sie gehen ein ganz paar die fundamentalen Kriterien verstoßen. Und solange wie wir die Verkehrungen an die Regelwerke nicht an diesem Vertragswerk von der Europäischen Union haben, werde ich mich mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, irgendeine Erweiterung der Europäischen Union entgegensetzen. Das gilt also für die Länder alle gut, die hier in der Nähe stehen, sogar mit denen auch verhandelt wird. Und das gilt auch für die Türkei, die schon erkennen lässt, dass es nicht bereit ist, sich an die Konditionen zu halten. Für Beitrittsverhandlungen gilt die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Wie sehen dann aus innerhalb der EU? Wenn ihr schon Member ist, welche Instrumente braucht ihr da, für das Member hier Liberté civile müssen respektieren? Was zum Beispiel admissible ist an Polen, dass das Verfassungsgericht besagt wird mit Leuten, die der Regierungspartei genehm sind, mit der Verfassung spielt die nicht. Die Verfassung ist nicht, was Partisan ist. Die Verfassung ist ein Allgemeingut, was Zusammenleben an einem Land, an einer Gesellschaft schützt. Und das Zusammenleben an einem Land, das soll auf eine Manier verlaufen, dass der Pluralismus von der Meinung garantiert, dass der Pluralismus von den Meinungen unterfedert durch eine freie Presse. Die kann observieren, was geschieht, die kann das kommentieren, die kann suggerieren, was gemäht gehen. Wir haben auf keinen Fall, dass die Presse muselliert wird, das ist der Fall an 2 Ländern von der Europäischen Union. Und da muss die Europäische Kommission mehr solid Meier in die Hand kriegen, für direkt anzugreifen, wenn so etwas geschieht. Was muss geschehen? Es müsste relativ schnell zu einer Suspension kommen von dem Recht für an den Ministerrat mit aufzustimmen. Das wenigstens mal ein klarer Gest von der Kommission, von der Europäischen Union, also ausgeht.
vis-à-vis vu Staaten, die sich manifestement net un dat halen und de Konditionen halen, die se hun missen erëlle fir wat kennen Mamba ze gin. In anderen Aspekt jocht Bevölkerung an Pole wart so, dats een immens restriktiv Gesetz wat den Avortement betrifft geplant war. An dun hunn sech immens viel Frauen a woch Männer a Pole mobiliséiert do géint. Gëtt also awer Hoffnung, dass Populationun schlussendlich net méi wert so karrément autokratisch ugehauchte Systeme unterstützen. Et gëtt Hoffnung, well et gesäit dat nëmme engem ganz massiven Druck vun der Bevölkerung et Regierung nach Schritt zréck mëcht. Also d' Regierung het do kapituléiert vis-à-vis vun ihren egenen falsch ausgerichteten Politiken, well den Druck so groß war, an do gesäiten dann dat Muschinstinkte awer am Fong der notpolitisch Deciioun alleden, et Musch dat dann awer méi wert fir Prinzipien. Die EU mis am Fong och darüber vertrauen, der Bevölkerung Mut zuzesprech fir an allem an dee Mauerstaaten, wo et fleit net so gut leef wat Mënscherechter betrifft wie an anderen, an doofheit auch eng méi Starkroll anhhöllen. Absolut, dat wat euch das bedauerlich as dat Kommission de Venise, dat ass eng Kommission, déi wärt iwwer de Respekt vun den Prinzipien duch die eenze Länder an den Avis vun der Kommission de Venise, den erstalt gëtt vun Juristen, die awer wirklich iwwer all Zweifel habe sinn. Den ass so verdichtend fir Polen, dat wann Kommissioun zu Bresel die richtig Instrumente an der Hand hat, die direkt het kennen intervenieren. An so schläft dann eng Kris mit installieren als an Kris, wenn man die Maier net tun an der enkeier. Es schon nächt géint den Mann vun der Strose an der Türkei op schon der majoritär géint Durode vun enger Party Experen an och Oppositionspolitiker den Erdogan gestemmt hunn, wat de méi autoritär gët, wat nach méi zulauf krit, also ganz onschëllech ass en Deel vun der türkischer Bevölkerung och net. An do Firmenglech muss man so ha jiréen huet eng verantworten, dat dermer lewen Regierungen sollen sech unterteilen, wat ze aufgemet hunn. Ech war selber mal enke Mam vun der Regierung. Do kann net Mächer, wat de wëlt. Die Eestit Gesetzer mussssen respektieren. Die Eestit Verfassung muss respektieren. Mit dat sind Regierungsmembre selber. Die können da net iwwer wächhalen. Wa das dat fir eng behhöllen vis-à-vis vun dem Bierger derbausen, wann d' Regierung selber net Ton erhält. Wann en op der Derivers, die mal lo an der Türkei feststellen, wo d Leiit massiv an de Prisung gehéit gin, wo tauschend vun der Opposition mittlerwe Orwell verhaft gin ass oder wo die Immunitéit opgehowen hun, dat ass mat engem mat mége Virstellungen so mat de grafsten Virstellungen vun engem Rechtsstaat iwwer hat mi vereinbar. Sonja Schimos, merci. Scheine Novent. Ge geschitt.